paar Minuten da. Was lacht sie da so? Darf ich mir ein paar Minuten zu euch setzen? Ich habe nämlich ein Hearing gehabt. Wisst ihr, was ein Hearing ist? Ein Hearing, ich bin nämlich beworben für einen Posten. Was tut ihr eigentlich da? Habt ihr euch auch für den Posten beworben? Nein, ihr habt keine Chance, schaut mir und schaut euch an. Da liegen Häuser dazwischen, Welten. Ich meine, es ist nur Posten frei, aber gehört, Hausmeister könnt ihr nur werden. Das ist ein sicherer Posten, Hände in die Hosentaschen, viel Räder und ihr habt den Posten. Nein, ich wäre nicht Hausmeister. Schaut's mir an. Der Posten ist ausgeschrieben gewesen, Sexualmanagerin bei SAV Freistadt. Der Traumjob für mich. Und ich habe jetzt das Hearing gehabt und ich habe gesagt, 20 Minuten davor, ob sie mich nehmen oder nicht. Den Job habe ich schon, hat sich keiner beworben. Wir sind alle gegangen, bis sie mich gesehen haben. Eine ist blieben. Mich wundert es ja, dass sie blieben ist. Pfarrerköchin von Pfaffenstetten. Die Bia Maria Rosalia. Er hat keine Chance gegen mich. Bin reingekommen, sitzen 2 Männer drinnen. Boah, das hat gut ausgefallen, wie ich mich gesehen habe. Der eine, der Chef und der BH, der Hoch. Wurscht wie er heißt. Und der andere, der war ein bisschen komisch, aber ich meine, was tut der Zweite da? Also ich sag's euch ehrlich, wenn ich den gesehen hätte in der Kirche, der hat so einen schwarzen Anzug gehabt mit so einem weißen Kragen, ich hätte mir gedacht, das ist ein Pfarrer. Ja, aber ein Pfarrer, beim Hearing als für Sexualmanagerin. Ja gut, man weiß heutzutage nie, wo die Pfarrer überall drinnen sind. Ich glaube das ist so ein Sadomaso-Fritze gewesen. Aber der wurscht. Der Chef hat mir die erste Frage gestellt und gesagt, wieso glauben Sie, Frau Brunni, dass Sie prädestiniert sind für diesen Posten? Ich habe gesagt, Chef, schauen Sie mir an. Ich bin doch die Sexualität in Person. Ich habe schon immer gern gemacht. Ich muss ja jetzt noch gern. Ich habe schon zeitlich angefangen damit und war immer mit viel Empathie bei der Sache. Empathie ist ja groß geschrieben heutzutage. Überall muss man empathisch sein. Ich habe gesagt, also ich tue es gern. Der Chef, der war ganz rot im Schädel und der Fritzi, der Sadomaso-Fritzi, der hat mitgeschrieben. Zweite Frage hat er gesagt, wieso glauben Sie, ist so ein Posten überhaupt wichtig in einem Altersheim? Ich habe gesagt, sind Sie mir nicht das? Kennen Sie den Maslow, alter Spätzl von mir? Der hat schon gesagt, Sexualität im Alter ist auch ein Grundbedürfnis. So wie das Essen, das Trinken, das Schlafen. In welcher Reihenfolge man das dann einbaut, ist wurscht. Man kann es vor dem Essen, nach dem Trinken, vor dem Schlafen, das ist wurscht. Es ändert nichts am Endresultat. Ich kann es euch sagen, weil ich habe Erfahrung mit der Reihenfolge. Dritte Frage haben sie gesagt. Und was täten Sie ändern, wenn Sie den Posten gekriegt hätten? Da habe ich gesagt, nein, da muss ich mich wieder niedersetzen, weil da täte ich ganz schön viel ändern. Wenn ich Sexualmanagerin wäre in einem Altersheim, fangen die einmal an in der Küche. Nur Gewürze verwenden, die stimulierend sind, die erotisierend sind, die durchblutungsfördernd sind. Dille, Koriander, Spargel, schreibt's mit. Wenn ich das vor der Tür, wir werden es brauchen. Koriander, Spargel, Dille, mit 2 L, gell? Dann ich habe gehört, so ein Fach gehabt, Biografiearbeit und so, das können Sie alles vergessen. Alles ein Blödsinn. Vormittag müssen bei mir die Bewohner Gemüse schneiden. Frisches Mühlviertler, Gemüse. Das ist biografisches Arbeit. Da kann ich sagen, kennen Sie das? Haben Sie das schon einmal in der Hand gehabt? Etc. Dann kommen Erinnerungen hoch. Nicht das mit der Dose, der Aufschlag, das ist alles ein Blödsinn, vergesst das. Das Zweite, was ich machen tät, die Kleidung, die gehört viel erotischer in der Altersheim. Diese ganzen depperten Mozartball-Servietten müssen wir anders gestalten. Das wäre ein Projekt, ein Abschlussprojekt, Frau Eigner. Erotisches Gewand für Altersheime. Also, wenn jetzt ein Weiberl da sitzt und da ein Mandel, müsste das Weiberl das tragen. Ist klar eigentlich, oder? Weil das Mandel kriegt dann Appetit. Das Mandel müssen natürlich auch andere Servietten tragen, aber das habe ich nicht mit, weil da sind noch Diskussionen bei der Ausführung gewesen. Also auf alle Fälle die Kleidung gehört geändert. Praktikanten dann immer so gern aktivieren am Nachmittag, so zwischen 15 und 16 Uhr
Was mir immer so komisch vorkommt, warum immer genau zwischen 15 und 16 wird aktiviert im Heim. Da gibt es dann die berühmten Sitztänze. Da frage ich mich immer, was wird bei den Sitztänzen zwischen 15 und 16 Uhr aktiviert? Hämorrhoiden, eindeutig. Das ist der einzige, was aktiviert wird zwischen 15 und 16 Uhr nach dem Mittagessen, sind die Hämorrhoiden. Vergesst diese depperten Sitztänze. Macht's Lion Dance. Macht's Beckenbodengymnastik. Ich kenne da eine zufällig in Freistadt eine Referentin, eine Lehrerin, die macht da jeden Montag so Beckenbodengymnastikübungen. Die kennt man ja mal einladen, die kennt uns ja mal was zeigen. Gedächtnistraining. Warum, frage ich euch immer, werden immer beim Gedächtnistraining, beim Wortgerüst, immer dieses depperte Wort Bohneneintopf geschrieben? Warum nicht einmal Kamasutra? Kamasutra! Kennt man da? Aber fragen die Leute, was tönt der kann? K, mit A, mit M, bei Bohneneintopf renne ich jetzt aufs Häusl, aber sonst nirgends. Also der Fritzi, dieser Sadomaso-Fritzi, der hat da mitgeschrieben, ich wusste, den Job habe ich sicher in der Tasche. Haben Sie noch weitere Ideen? Ich habe gesagt, sicher, ich habe noch ganze Paletten mit. Basteln mit den Klopapierrollen. Bitte, Herz auf. Hyazinthen und Maikäfer, Herz auf mit den Klopapierrollen, bitte. Tut lieber Kerzengießen. Kerzengießen ist was Erotisierendes. Einmal im Monat machen die einen DVD-Abend. Mit so alten Hadern, so Klassiker, so Fanny Hill, Josephine Mutzenbacher, Ben Hur und solche Sachen. Und dann gehe ich so an die Dessous-Abend. Dessous kennt ihr alle. James Bond, hä? Einen Dessous-Abend, da werden sie munter, die Leute. Ich schwöre euch, ihr braucht keine Schlaftabletten mehr dann ausgeben. Dann kann man gleich turnen. Mit meinen Dessous kann man gute Stretch-Übungen machen. So 1, 2, 3, 4. Kann man natürlich auch mit anderen Utensilien. Wenn jetzt einer natürlich schon ein bisschen Einschränkungen hat, so im Bewegungsapparat, kann man auch kleinere Dinge verwenden. Von Größe 36 bis 56 alles haben wir am Lager. Der Direktor, also dieser Chef von der BH, hat gesagt, oh, eine Frage hätten wir noch. Sind Sie ja bereit, Fortbildungen zu machen? Ich sage, ja sicher. Ich habe kein Problem, dass ich in andere Swingerclubs fahre und die Reise. Solange du die Fahrtkosten zahlst, kein Problem. Einmal habe ich gesagt, möchte ich aber schon im Jahr so eine Wallfahrtsreise machen mit den Bewohnern. Beate Use. Hat am 17. Juni Sterbetag, da könnte man hinfahren nach Köln, da ist sie begraben. Der Sadomaso-Fritz hat mitgeschrieben und dann haben sie gesagt, die letzte Frage noch, glauben Sie wirklich, dass Ihr Posten bezahlbar ist vom SAV? Und ich habe gesagt, das schauen Sie mir an. In der Sport im SAV so viel Geld, keine Antidepressiva mehr, wenn Sie mir anschauen. Keine durchblutungsfördernden Medikamente mehr, wird alles abgesetzt. Obstipation gibt es bei mir nicht mehr. Schlafmedikation kann es aussehen. Also, ich bin ein Gewinn für den SAV. Und jetzt warte ich, jetzt kriege ich sicher den Posten und dann bin ich die Sexualmanagerin. Jetzt haben sie Luft. Ich lade euch dann ein. Ich hab's. Ah, ist das schön. Ich freue mich ja so, wenn ich das habe. Den Titel, endlich einer bei uns da in der Familie mit einem Titel, mit einem akademischen Sexualmanager, wie das klingt. Da will ich eine Schüler da machen. Liebe Frau Brunni, was? Leider müssen wir mitteilen, dass Sie den Posten. Das gibt's ja nicht. Das ist sehr was. Ja, Use ist keine Heilige und deswegen auch nicht als Wallfahrtsort zu deklarieren. Sie haben keine Bet- und Fasttage vorgebracht. Ja, was wollen Sie, Sexualmanagerin? Und deswegen wird Frau Pia Rosalia Maria aus Pfaffen, ist ja wurscht woher, als zukünftige
Sakralmanagerin ab 1. März bei uns eingestellt. Sakralmanagerin, was suchen denn die? Ihr wisst was, habt ihr mich gerne, geht zu Gespark, da brauchen Sie sicher eine Sexualreferentin. Danke.